Humps. Guten Tag, ihr Leute. Guck mal, ich hab freigeschaltet. Diese... ja, ist gut. Die Meeresinseln, die hatte ich noch nicht. Habe ich jetzt freigeschaltet. Und da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen um. Ich war selbst hier, bin hier gerade das erste Mal auf der Map. Ein bisschen hier. Da gibt es gleich ein lustiges Geräusch. Da drüben. Gesehen? Ein Reiher oder so. Keine Ahnung. Ein Reihervieh. Ein Reiher. Sehr gut. Ist das hier ein Opferstein? Achso, wir spielen übrigens nicht der Tiere-Fotografierer, auch wenn das höchstwahrscheinlich im größten Teil der Fall sein wird. Wir spielen natürlich Mortals the Hunt 2. Und eigentlich müssen wir hier Pilze suchen. Ich habe ja gestern schon ein Video dazu gemacht. Wer das nicht gesehen hat, da gehe ich mal genauer drauf ein, was man hier zu tun hat. Oh, da ist ein kleines Vögelein. Zack. Was gibt's? Ein Sittich. Ja, dann setz dich mal hin. Sorry, ich bin hier nicht in Animal Crossing. Doch, irgendwie schon. Also zuallererst mal... Also wir müssen... Ich glaube, das ist der Sittich, der so Geräusche macht, oder? Wir müssen grundsätzlich Pilze sammeln. Wer hätte das gedacht? So, ich will da rüber an dieses... große, kleine... Wir haben übrigens eine Tauchflasche. Ah, guck mal da. Da sind Pilze. Oder, Moment, das ist ein Tier. Uah. Ja, das ist ein Oktopus, ne? Haben wir so einen Auftrieb oder wie? Tatsächlich, wir haben so einen Auftrieb. Mal runter, da waren doch eben noch Pilze. Ich hab's doch irgendwo gesehen. Irgendwo daneben waren Pilze. Das ist aber schon krass hier, was man hier für einen Auftrieb hat. Naja. Was ist das? Blubber? Blubber. Okay. So. Wir können 2 Minuten unter Wasser sein. Zumindest sagt das... Oh, das ist ein Pilz. Ein Seepilz. Den habe ich gesehen. So, Moment. Ich muss hier auch ein Fähnchen hinmachen. Ich nehme gelbes. Zack. Ist schon besser als Endless Ocean 2. Nein. Endless Ocean 2. Nicht 2. Der neueste Teil für die Switch war etwas enttäuschend. Komm her, du Aal. Ah, jetzt habe ich einen... Ey, ist das schlimm. Man hat hier aber auch einen Auftrieb, das ist Wahnsinn. Komm mal her. Das ist ein ganzer Fischschwarm, oder sehe ich das falsch hier? Da ist der Aal. Kommen Sie mal her. Ach, jetzt komm, mach hin. Ach, der ist so weit hin. Na, nicht ablenken lassen. Ich will den... Oh, da ist ein Hai. Nicht ablenken lassen. Ich will den Aal. Oh, da ist ein Hai. Das ging schnell. Schön. Oh, der Hai jagt den Aal. Moment. Aber die müssen doch jetzt drin sein zum Fotografieren. Ich glaube, das sind gar keine Fische. Das sind einfach nur schlechte Bitmaps. Nein, unten bleiben, unten bleiben. Wo ist der Hai hin? Oh, da ist ein U-Boot. Kann man das fotografieren? Voilà. Ja, natürlich kann man. Zack. Astrein U-Boot fotografiert. Junge, also der Auftrieb ist schon, sag mal, was geht denn ab? Haben wir so einen Styroporgürtel an oder was? Das ist ja schon übel. Na dann. Kann man da noch weiter runter? Oh, ist das ein Pilz? Das könnten aber auch Korallen sein. Ich schwimme mal hin. Bist du ein Pilz? Nee. So, wo schwimmen wir eigentlich gerade hin? Ich habe keine Ahnung. Ist das Salzwasser oder warum habe ich so einen extremen Auftrieb? Das ist schon krass. So. Da schlängelt sich irgendwas. Da. Ein Pelikanaal. Behaupte ich jetzt mal so. Ich weiß es nicht. Hab ich dich, glaube ich. Ja, ein Aal. Aal, hopp. Dann haben wir den.
Den habe ich mir aufgespart. Das könnt ihr gar nicht glauben, wie lange. So. Ich will da aber schon noch runter in dieses Mangroven-Ding. Heißt das Mangroven? Ich glaube schon. Ist das da eine Schatzkiste? Oh, guck mal, da ist eine Schatzkiste. Fotografieren, höchstwahrscheinlich. Und das da? Das sind Meeresvulvas. Wer kennt sie nicht? Kann man die essen? Aufnehmen? Das ist einfach nur eine Schatzkiste. Ist da auch was drin, hä? Ja, da ist was drin. Gold, Gold, ich bin reich. Keine Ahnung. Kann ich das auch fotografieren? Nee, fotografieren geht nicht. Sorry, dass das jetzt hier so wackelig ist, aber guck mal, wenn ich jetzt nichts mache, ne, dann ich sause da ja quasi direkt nach oben. Das ist ja nicht mehr feierlich. Ja, ich dachte, ich habe nur Vorwärtstrieb. Nee, ich sause einfach nur nach oben wie nichts Gutes. Ist hier Unterwasserhöhlen? Ist das eine Unterwasserhöhle? So, ich muss eigentlich Morscheln sammeln, damit ich nicht Energie verliere. Mit Morscheln kriegst du Energie zurück. So rum, du verlierst keine Energie. Doch, du verlierst die ganze Zeit Energie. Es ist halt einfach quasi deine Ausdauerliste. Wenn das leer ist, dann gehst du nach Hause. Außer du sammelst Morscheln. Die findest du wahrscheinlich nicht unter Wasser, habe ich so das Gefühl. Ich weiß aber auch nicht. Vielleicht gibt es Unterwassermuscheln. Also, das war ohne Scheiß, wenn ich nicht nach oben drücke zum Schwimmen, und dann komme ich, glaube ich, höher. So, ich versuche ja zumindest mal den Kopf über Wasser zu strecken. Wenn wir hier wieder ein bisschen vorwärts kommen. So, was ist denn das da hinten? Hässliches. Aha, das ist wohl ein Netz und eine Boje, dass ich nicht so weit rausfahre, richtig? Aua, Kopf. Guck mal, ich komme hier gar nicht mehr, ich kann gar nicht den Kopf rausstrecken. Oh weh, bin ich unter Packeis gefangen? Ja, das ist schlecht. Ich würde mal sagen, wir tun mal mehr oder weniger zurückschwimmen. So ungefähr. So. Ist jetzt nur leidlich interessant hier, tut mir leid. Nicht? Jetzt einfach mal direkt zu unserem Zuhause. Also direkt ist relativ. Natürlich tun wir tauchen dabei. Aber wir kommen näher. Ja, damit man wenigstens irgendwas sieht. Weil das ist einfach nur, ich will euch ja nicht einfach nur blau zeigen, sondern wenigstens ein bisschen irgendwie was. So, hier war, glaube ich, die Kiste irgendwo vorhin, die wir recht schnell gefunden haben. Ich weiß nicht, ob das Glück ist mit den Dummen, wie man so schön sagt. Nee, warte mal, ich bin schon ganz falsch. Bis dahin. Ich will ja zu meinem Haus. Und dann erstmal ein bisschen weiter umgucken. Das hier sind alles keine Pilze. Was ist denn das da? Sind das eigentlich Tiere? Also Korallen sind ja quasi Tiere, oder nicht? Oder so. Korallentiere halt. Ey, was ist mit meinem Haus los? Ist das auf einem Boot oder was? Wieso tut denn das dauernd? Und was ist denn das da? Ist das eine Eisenbahn? Oder ist das U-Boot, das wir da vorher gesehen haben? Moment, ich muss gucken, was das ist. Wäre lustig, wenn es hier eine Unterwasserbahn gibt. Und ich schwimme hier den Wolf, weißt du? Den Seewolf quasi. So. Hier ist ein Blubber. Da vorne ist wieder irgendwas Fischiges. Oh, das sind mehrere Fischis. Das sind Falterfische. Aber die lassen sich nicht fotografieren. Seht ihr das? Das ist dann natürlich doof. Dann halt nicht, halt. Wieso eigentlich nicht? So, hier ist wieder ein bisschen Blubber. Ich schwimme durch, vielleicht bringt mir sie irgendwas, ich weiß ja nicht. Was ist das eigentlich für ein dummer Felsen? Kann ich jetzt eigentlich wieder auftauchen oder ist das noch verboten? Auerle. Nee, ich kann wieder auftauchen. Kann ich hier irgendwie auf den Felsen drauf? Ist nicht. So. Ja, also das ist meine Insel, aber was ist denn das da hinten, das Blaue? Ist das die Yacht?
Also, ich kann mit dem Boot rumeiern? Ja, cool. Ah, sag mal. Ja, ernsthaft jetzt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Also, dass das hier so spritzt. Ich komme ja gar nicht vorwärts. Gebe ich Gas. Ach so. Mann, ey. Ich habe gedacht, ich kann mit dem rechten Trigger Gas geben. Okay. Das geht ja doch recht flott eigentlich. So, dann ist diese Eisenbahn, die ich gedacht habe, ist gar keine Eisenbahn. Und dann ein Boot. Interessant. Oh, da drüben sind viele Bäume. Da fahre ich hin. Da werd ich anlanden, oder wie das heißt. So, dann tun wir das Ganze mal ein bisschen elegant parken. Ungefähr so. Hoppala. So. Elegant geparkt, wie man sieht. Ja, dann kannst du hier noch ein bisschen kreiseln. Ich hoffe nicht, dass ich Benzin sammeln muss. Was ist denn hier los? Schon wieder eine Opferstätte oder was? Jetzt so komische Felsen hier rum. Ah, da ist ein Vogel da oben. Der ist mir nicht... Das ist wieder ein Sittich, gell? Das ist ein anderer Sittich. Egal. So. Wer kennt nicht den Disney-Film? Lilo und Sittich. War das jetzt hier nur die Lieblingsstätte von einem Sittich oder wie? Egal. Hauptsache mal wieder ein bisschen Wald und so und Gras. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal ein paar Pilze finden, weil ich habe, glaube ich... Ja, ich habe kein Getränk dabei, was meine Energie wieder aufpowert. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir irgendwie was Morschliges finden hier. Sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus gerade. Ist das da eine Boje? Ja. Gibt es überhaupt Pilze in Südsee? Also bis auf die Unterwasserpilze, die 3, habe ich jetzt irgendwie hier noch nichts gefunden. Dafür ein Haufen Tiere, neue. Ja. Oh. Mehrere. Oh, na gucke mal da. Gleich mal ein Fähnchen hinmachen. Grünes bitte. Ach, das ist mein Lebensretter. Zack. Zack. Mal hier noch? Nee. Okay. Du kommst mit. Das gibt wieder ein bisschen Energie. So. Den da nehme ich auch noch mit natürlich. Sehr gut. Da haben wir ja ein paar gefunden. Da ist noch einer. Und da auch. Und da noch einer. Da versteckt. Ja, jetzt hör doch mal auf, mich zuzusittichen. Schäm dich. Was willst du von mir da oben? Ich klau dir schon nicht dein Nest, falls du hier eins hast. Oh. Ach, das ist ein Reiher, gell? Naja, aber wenigstens ein schönes Reiherbild. Ich würde wundern, wenn da oben irgendwie ein cooler Vogel drauf wäre oder so. Ist aber scheinbar kein cooler Vogel drauf. Schade. Nun an. Wohl an. So, was mich ein bisschen nervt, also nervt, ist, siehst du da dieses Grasgedödel, was da so rausspratzelt? Oh, das sieht aus, als wolltest du mir irgendwas sagen. Was bist denn du eigentlich? Ein Skarabäus? Ein Käfer. Naja. So, also ne, Wasserpflanzen ist ja schön und gut, aber die sind meistens unter Wasser und tun doch nicht so weit nach oben, also so richtig nach oben rausgehen. Denke ich mal. Die tun doch vor allen Dingen nicht hoch wachsen, die schwimmen doch mehr. So irgendwie, weißt du, was ich meine? Moment, weil die gucken ja so richtig raus. Seltsam. Naja, es ist halt ein tropisches Spiel und was weiß denn ich über das Tropending? Was ist denn das da hinten? Das ist ein Felsen mit Gras davor. Ich dachte, das wäre ein Bau auf dem Wasser. Auch nicht schlecht. Und da ist hinterm Zaun ist noch ein paar Felsen. Nicht, dass ich da vorbeiklettern kann oder so. So, also ein paar Moschus gefunden, ja.
Da drüben. Da müssen wir auch noch hin. Ja, da sind überall noch Inseln. Okay, ich gehe mal zu meinem Boot. Mal gucken, ob das da noch irgendwo rumkreist. Hallo? Da war der Käfer. Wo ist mein Boot? Ach, da hinten dreht's noch. Es dreht einsam seine Runden. Der Motor wird stark geschunden. Natürlich trotzdem weiterhin, ob hier noch ein paar Morscheln sind. Hey, bist du ein neuer Reiher? Nee. Nee. Ein neuer Reiher, den hatte ich schon mal. Ja komm, wir rennen mal ein bisschen im Kameramodus rum, wenn man eh dauernd irgendwas vor die Linse knattert. Der Käfer da zum Beispiel. Noch ein Käfer. 70 Punkte. Wo ist jetzt mein Boot hin? Das sollte doch da sein. Oder ist es da hinterm Hügel oder so? Ah ja, da. Da dreht sich's und tanzt. Bin ich ja froh, dass es auf mich gewartet hat. So, Bootchen, bring mich mal... Das war ein anderer Vogel, der da fliegt. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht irgendwie das Boot jetzt an den Kopf gehauen kriege. Bong. So, also, okay, alles klar. Kurzgang rein. Und jetzt darüber. Steuerung gut verlassen. Ja, aber dann dreht sich doch weiter im Kreis, oder nicht? Nun ja, soll ich... So, Ast rein, geparkt mal wieder. Sehr schön, genauso war es geplant. Was gibt's hier? Hier gibt's einen Pilz. War da gerade nicht eben ein Pilz? Habe ich da nicht ein pilziges gesehen? Hey, ist das nicht mal eine Insel? Ja klar, das ist meine Homebase. Okay, das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Wenn man doch nur eine gescheite Karte hätte. Was wir leider nicht haben. Also von da drüben komme ich, glaube ich, her. Oder komme ich von da? Ich weiß es nicht. Einfach mal am Zaun entlang. Hatte das mal, ich habe doch jetzt zum Beispiel das U-Boot gefunden, ne, dass man das nicht eingezeichnet kriegt, irgendwie auf der Karte. So, also hier war mal, geht unten auf der Karte ab, habt ihr das gesehen? Ja. Zack, raus mit uns. So, diesmal habe ich es gut geparkt. Naja, relativ. Ach, guck mal da. Und gleich mal ein paar Morscheln gefunden am Strand. Die sogenannten Strandmorscheln. Ja, gute Morschel. Morschel. Was liegt am Strand und es spricht undeutlich? Morscheln. Super, ganzen Witz kaputt gemacht. So. Erstmal. So, und wo ist der Käfer hin, den ich gerade da gesehen habe? Hier. Zack. Hab da noch ein paar Bilder gemacht. Noch eine Heuschrecke oder so, gell? Zack, auch nicht schlecht. Was weht denn da so blöde da in der Sonne? Palmen. War da eine Morschel? Nee. Aber da war eine Morschel. Nee, auch nicht. Ich glaube, als nächstes kaufe ich mir eine Sonnenbrille oder so. Die Sonnenbrille macht einfach nur das Gamma ein bisschen runter. Kannst im Spiel wohl nicht so einstellen, die Schlauen, ne? Ziehst eine Sonnenbrille auf, dann wird es ein bisschen dunkler. Dann kannst du hier im knalligen Sonnenlicht die Pilze besser sehen. Habe ich die schon fotografiert? Nein. Hallo. Ein Reiher. Guten Tag. So, hier ist ein Baum. Oh! Gar nicht gesehen. Na, wie geht's euch? Sehr gut. Ey, da kommt ja richtig was zusammen hier heute. Und wieder ein Fähnchen hinstellen. Weil es ist furchtbar praktisch in diesem Spiel, wenn du halt wirklich bei jedem Pilz... Okay, ein Geisterschiff, guck mal. Wenn du bei jedem Pilzgedödel deine Flaggen hinstellst, die bleiben ja ewig stehen. Und wenn du dann nochmal auf die Map kommst, einen Tag später oder so, sind ja die Pilze wieder da. Und dann
musst du irgendwann einfach nur noch die Flaggen abgrasen und kannst dann so einen Haufen Kohle machen. Oder halt Punkte. So. Wir haben jetzt wieder volle Energie. Ist da drüben ist mal eine Homebase, gell? Das da war die Insel, wo wir vorhin waren. Wo könnte man denn noch hinschwimmen? Da hinten ist halt einfach nur Zaun oder gibt es da irgendwie noch was? Hä? Wo ist denn gerade mein Boot? Ich würde nämlich gerne einfach darüber ins offene Meer schwimmen. Aber mit so einem Boot wäre das schon deutlich praktischer. Guck mal, da bin ich gelandet. So. Da ist man... Na, das ist jetzt eher schlecht. Ja, dann... Danke, Boot. Dann halt ohne dich. Echt. Oh, da sind noch ein paar Leuchtpilze. Das sind aber Pilze. Das sind Pilze. Das sehe ich von hier. Komm her. Komm. Das sind, glaube ich, die Flusspilze. Ah, das ist hier eine Strömung. Das ist gar nicht so einfach hier, Leute. Ahaha. Ich sehe mein Steuerkreuz nicht mehr. So. Egal. Gehen wir halt noch ein bisschen tauchen. Nee, das sind keine Pilze. Vielleicht findet man noch ein paar Tiere. Den Hai gibt es ja noch, den man nicht gibt. Da kommt der Wiege. Und da drüben ist noch ein Rochen, habt ihr gesehen? So, ist gerade ein bisschen trübes Wasser. Macht ja aber nichts. Ein heißer Wei. So, da war da gerade noch der Rochen. Ey, geh weg! Ich muss Rochen fotografieren. Hat das gereicht? Nee. Danke. Weil dieses blöde Kann ich jetzt mal eine Kopflampe aufziehen? Bringt das was? Wo ist denn der Rochen hin? Ey, echt jetzt? Das ist nicht cool. Wenn dieses blöde Dingens nicht gewesen wäre, mit hier, es wird jetzt halt Nacht, drück mal Enter, hätten wir astreinen Rochen noch fotografiert. Aber so ist es irgendwie doof gerade, weil jetzt sehen wir ja gar nichts mehr. Ich gehe mal da hoch. Huch, wo sind wir denn hier? Okay, dann schwimmen wir mal da durch. Ist das eine Höhle? Oh, das da. Keine Ahnung, es leuchtet. Kann ich das nehmen? Sind das Leuchtpilze? Das da Leuchtpilze? Nee. Oh, das sieht richtig schön aus. Im Dunkeln. Ach, jetzt ach so, meine Lampe, meine Kopflampe funktioniert. Deshalb sieht das auch gut aus. Deshalb sieht das auch gut aus. So. So richtig. Ach, da ist noch nichts. Ja. Ich will hier auch noch gerne ein Fähnchen hinmachen, wenn es geht. Ja, super. Die schwimmt jetzt irgendwie nirgendwo. Na komm her. So. Oh, das sieht hübsch aus, wenn es beleuchtet wird nachts. Aber so richtig zu tun gibt es jetzt hier halt nichts mehr, ne? Also, es gibt ein paar Pilze. Ist nicht so mega. Es ist halt schon dunkel. Ich würde halt auch mal sagen, jetzt ist es gar nicht mehr so interessant. Wir schwimmen noch an dieses Geäst dahin. Vielleicht gibt es da was außer Geäst. Nee. Da ist jetzt nicht mehr viel zu holen hier. Sondern mal gucken, ob ich irgendwie rauskomme. Ah ja, ach guck mal, das ist eigentlich relativ hell. Da komme ich her. Ich schwimme da noch auf diese Felsen oder was da? Ist es? Nee. Ist ja übel. Ich muss euch mal die Karte zeigen. Das muss ich euch zeigen hier. Also im Moment sehe ich genau das da. Ja. Ey, was ist denn jetzt? Es ist auch noch invertierte Steuerung. Ja, natürlich ist invertierte Steuerung. Im Moment sehe ich genau das da auf der Minikarte. Ja, aber das bringt halt gar nichts. Also das ist wirklich so, diese Minikarte, hey. Irgendwie funktioniert die bei mir nicht. Oder generell die Karte. So, kann ich hier auf diese Berge da drauf? Oder sind die zu steil? Ich glaube, die sind zu steil, oder? Nö. Hopp. Hopp, komm. Da vielleicht. Irgendwo kommt man doch da bestimmt drauf.
So, gucke. Sieht schon gut aus. Also, sieht schon aus wie ein guter Aussichtspunkt. Gibt es hier irgendwie was, wenn man schon mal auf der Spitze ist? Von diesem Bär. Oh, hopp. Ole, festhalten. Das war nicht so gut. Okay, scheinbar... Zitronenfalterfische. Oh, guck mal, da ist noch eine... Oh, da ist eine ganze Quallenschule. Oder wie das heißt. Was ist denn das da unten, weil das so leuchtet da? Aha. Pilze. Kommt her. Na, kommt. Kommt her. Komm her. Komm. Blub, blub. Wie kann ich eigentlich die Pilze aufsammeln, wenn ich die ganze Zeit meine Hände durchsehe? Das Problem ist, dass man halt Pilze mit einem normalen Knopf aufsammelt. Ah, so. Wenn man die Kralle macht, geht's. Monster Hunter Veteran. Yay. Nee, kann man nicht fotografieren. Na, diese Fische hätten sie ruhig auch so fotografiert. Was ist denn hier los? So. Ich glaube, es ist jetzt auch wieder gut. Ich würde gern zurückgehen. Das wäre ungefähr hier. Bin ja fast in der Nähe schon. Dann gehe ich nämlich jetzt zurück. Wir haben noch ein paar Level, wo ich euch schon gezeigt habe. Und zwar die Farm. Da waren wir ja gestern nicht drauf. Das Startlevel da, das Tutorial-Level quasi. Da gibt es sogar was zu entdecken, habe ich gesehen. Da gibt es ja diese... ich habe euch ja gestern gezeigt, dass da ein Schild steht. Achtung, Roboterteile. Ja, diese Roboterteile gibt es zu sammeln. Und dann kannst du die sammeln und wenn du alle hast, und dann hast du einen Roboter in deinem Dingens stehen. In deinem Dingens, du weißt schon. Deinem Dingens halt. So. Ist das hier ein Pilztisch, ja? Ein paar haben wir doch zumindest gesammelt. Da ist noch wieder der ortsansässige Reihe. Also einen Rochen müsste man noch fotografieren. Mal gucken, nicht, dass hier irgendwo noch ein Seeungeheuer ist, wo ich nicht fotografieren könnte. Was ist denn das hier? Da war ich doch gerade. Guck mal, da war doch eben noch... Ach, da ist er ja. Der Eingang, so. Ja, komm. Gut für heute. Dankeschön. So. Gehen wir mal gucken, wie viele Punkte das wir haben. 1218, da können wir uns irgendwas kaufen. Im Moment spare ich ja auf den Kompass. Der kostet 2000. Der da. Das wäre halt irre praktisch, weil vielleicht tut mir der Kompass dann die Karte geben. Ich weiß es nicht. Komm. 200 ist in Ordnung. 10 Stück. Ach ja, Getränk bräuchte ich eventuell. Na komm. Eins kaufe ich mir, weil ich es kann. So. Im Pferdchen gehen wir nachher reiten. Pferdchen oder Moped fahren. Eins von beiden. Mal gucken. Moment. Erstmal gucken, was heute auf dem Plan steht. Sammle 10 Igel-Stachelbartpilze. Ich weiß nicht, was das ist. Gestrige Bonusaufgabe. Sammle 5 Zuchtchampions. Das war aber wohl nix, ne? Tja. 10 Igelbart-Stachelpilze oder so. Gibt's denn sowas? Im Birkenwald war ich, glaube ich, mit euch auch noch nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Farm. Aber um 7:30 Uhr früh übt sich. Wo sind wir denn jetzt? Haben wir jetzt die Farm ausgewählt oder nicht?